Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal vor der zweiten DFB-Pokalrunde beim ersten FC Köln gehen wir rein in die PK. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank dafür und Abfahrt. FC Bayern steht eine echte Wow-Woche bevor mit Wow. Champions League, Bundesliga und morgen K.O.-Spiel im DFB-Pokal beim 1. FC Köln. Willkommen zur Presserunde mit Ach, ab heute eine Woche, so rechnet er. Okay. Marcel Kompanie und Christoph Freund. Christoph. Und wem als Ersten? In Reihe 1, die Bildzeitung war der schnellste, David Verhoff. Hallo Company. Eine Frage auch zu Manuel Neuer. Planen Sie ihn mitzunehmen als so eine Art Torwarttrainer oder bleibt er zu Hause? Und wie sieht es sonst personell aus? Bevor er antwortet, ne, ey, ohne Scheiß sollte Manuel Neuer zu Hause bleiben, muss ihn als Kapitän absetzen. Punkt. Was ist das für eine Frage? Also, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass wenn es ein K.O.-Spiel ist, dass der Kapitän mit an Bord ist, auch wenn er nicht spielen darf. Also, dass er nicht spielen darf, ist er ja selber schuld durch seine rote Karte. Also. Der ist immer noch sehr, sehr aktive Torwart von Bayern München. Also Torwarttrainer würde ich überhaupt nicht so nennen. Aber nein, die Entscheidung ist frei, liegt frei bei Manu. Und wir haben auch Vorbereitung auf das nächste Spiel. In seinem Kopf muss er sich vorbereiten auf Leverkusen, das ist seine Rolle. Und aber wer mitfliegen oder mitfahren will, kann das immer bei uns. Nur man darf nicht vergessen, wir spielen noch ganz, ganz kurz danach. Also die Vorbereitung für Leverkusen ist das Wichtigste für ihn. Ja, sorry, gehe ich nicht mit, Alter. Also steht da noch nicht fest, vielleicht fliegt er ja mit. Ja, sorry, dann hat er kein Kapitän zu sein. So, wenn er krank wäre, angeschlagen, sonst was, irgendwelche Bewegchen hat und dann man lieber sagt, komm, bleib zu Hause, trainieren ein bisschen individuell oder sowas, alles gut, will ich das verstehen. Aber der Mann ist fit, es ist ein K.O.-Spiel, zweite Runde DFB-Pokal und er ist Kapitän dieser Mannschaft und dann hat er mit an Bord zu sein. Feierabend. Und Entschuldigung, die letzte Frage. Wie ist sonst personell aus? Ja, personell sieht eigentlich gut aus. Wir haben, wie Sie gesehen haben, auch Serge und Stani wieder dabei und Rafa Guerrero auch ganz fit. Also unser Kader wird eigentlich ist genauso, wie es sein muss, um diese 3 Spiele jetzt reinzugehen. Eins da hinten, Torben Hoffmann für Sky. Welche Mittel und Möglichkeiten hat der 1. FC Köln, um euch gefährlich zu werden? Ich glaube, dass es sehr, sehr deutlich ist, was die Naja, Pokalspiel, auswärts, Euphorie eines Aufsteigers, ganz gut in die Saison gestartet. Ja, da brauchen wir nicht darüber reden, dass das irgendwie ein leichtes K.O.-Spiel wird. Ja, also. bis jetzt sehr gut gemacht haben. Also erstmal muss man natürlich auch schätzen, was die in Verteidigung machen. Ich glaube, dass sie mit sehr, sehr viel, wie sagt man das auf Deutsch? Alertheit, sagt man das? Nein, sehr viel Geschicklichkeit. Ja, no, with a lot of urgency. Die Boxverteidiger. Und das mag ich natürlich auch als ehemaliger Innenverteidiger. Ich glaube, dass die immer die Räume sehr, sehr schnell schließen, damit man nicht viel Raum bekommt beim Schießen auf Tor. Flankenverteidiger ist für den auch sehr, sehr komfortabel und dann sind die natürlich unheimlich gefährlich auch auf dem Counter. Und das hat viele Mannschaften wehgetan bis jetzt. Und natürlich ist es nicht nur es ist natürlich nicht nur Boxverteidigung, aber auch eine gute, solide Mitblock, die nicht ohne Gefahr ist und wo die immer wieder mit Counters rauskommen. Dass die morgen glauben an ihre Chance, finde ich völlig normal. Die spielen zu Hause. Ja, klar. Aber wir nehmen natürlich auch sehr viel Motivation mit, sehr viel Hunger für dieses Pokal und wir haben auch unsere eigene stark und das sage ich immer am Ende, wenn ich rede über was die anderen gut machen, muss ich auch immer am Ende sagen, dass wir auch viel richtig. Naja, so viel haben wir nicht falsch gemacht, wenn wir bisher jedes Spiel gewonnen haben. Also. Das ist schwierig, da irgendwelche Argumente zu finden, was wir falsch gemacht haben. Also. Ich mache im Moment und das müssen wir in dieses Spiel auch mitnehmen. Richtig. Marc Gabel für RTL, bitte.
Guten Morgen. Ihr Trainerkollege Lukas Kwasniok hat sich sehr lobend über Lennart Kahl geäußert, nicht nur wegen seiner beiden Tore, auch wegen seiner Spielweise. Was halten Sie denn von Said Al-Mala, der so ein bisschen das Pendant zu Lennart Kahl beim 1. FC Köln ist? Ja, dass am Ende von dieser Counter sein Tor kommt, dann hat diese Junge viel damit zu tun natürlich. Hat diese erste Verschnellung, sagt man Verschnellung auf Deutsch? Beschleunigung. Hat diese erste Beschleunigung und dann hat er nochmal eine zweite Beschleunigung Auch geil. in dieser Aktion und das überrascht viele Verteidiger und dann kann er immer auch zum Schießen kommen aus dieser Hochgeschwindigkeitsaktion und das macht er gut. Und dieses Gefühl haben, ein bisschen so inaktiv zu sein und dann auf einmal voll ins Counter zu gehen, das ist natürlich eine Qualität, die man seine ganze Karriere lang sehr gut nutzen kann. Aber diese junge Spieler, was schön ist für Lennart Kahl und für beide eigentlich, ist, dass die natürlich noch viel besser werden können und das werden die in den nächsten Monate und Jahre hoffentlich auch zeigen. Für Köln ist es gut, für Bayern ist es gut, aber am Ende möchte ich gerne, dass es für Bayern besser ist morgen. Eins nebendran, Christian Kunz für die dpa. Eine Frage an Christoph Freund. Im Tor wird wieder Jonas Urbik stehen. Wie sehen Sie seine Entwicklung? Und langfristig hat der FC Bayern, falls Manuel Neuer irgendwann mal doch aufhören sollte, ja mehrere Optionen. Welche Rolle spielt Alexander Nübel noch in diesem Plan? Gar keine. Ja, Jonas macht eine sehr gute Entwicklung. Der hat dann letztes Jahr sehr schnell viele Spiele gemacht durch die Verletzung von Manu. Also ganz ehrlich, alles, was wir gesehen haben von Jonas letzte Saison, da brauchst du über Nübel nicht mehr reden. Sorry. Ja, erstens, wo soll der Sinn sein, wenn du den Jonas geholt hast und ihn vertraust und er hat es wirklich gut gemacht. Er ist nochmal etliche Jahre jünger, hast also viel, viel länger was von, wenn du ihn wirklich als Nummer 1 mal integrieren würdest, als wie beim Nübel. Aber ist auch meine persönliche, ich halte vom Nübel nichts. So, ist meine persönliche Meinung. Das ist vielleicht ein bisschen Antipathie, die da mit reinspielt, brauche ich gar nicht verhehlen. Wie gesagt, wer sich einen Konkurrenzkampf nicht stellen möchte, auch wenn das natürlich kein fairer Konkurrenzkampf ist gegen Manuel Neuer, so, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Weiß ich nicht. Dann hätte man gar nicht erst zum FC Bayern wechseln sollen. Ja, so, Punkt. Hat da schon gezeigt, dass er trotz seinen jungen Jahren auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Ja. Er trainiert richtig gut, ist sehr, sehr ehrgeizig, er will sich jeden Tag verbessern, hat natürlich eine perfekte Plattform hier, auch mit dem Dortmund-Trainer-Team, mit Manu und mit Ulle, zwei erfahrene Torhüter, wo er sehr, sehr viel lernen kann, die sich sehr viel austauschen. Von dem her, glaube ich, ist dieser ein perfekter Weg, den er gerade geht. Wir sind sehr, sehr happy, dass er hier ist. Alex Nübel macht sehr gut, hat jetzt 2 Assists hier gemacht, auch mit langen Abschlägen, auch ungewöhnlich für einen Torhüter. Ja, ist ein sehr guter Torhüter, gehört uns, ist ausgeliehen. Von dem her haben wir da mehrere Optionen und das ist gut für uns. Manuel Bunke für Merkur Was soll er sonst auch sagen jetzt auf diese Frage, ne? und TZ. Frage an Herrn Kompany. Herr Kompany, in der Offensive ist eigentlich eine Position immer frei. Also Harry Kane ist eigentlich gesetzt, Olise ist gesetzt, Luis Diaz ist gesetzt. Diese eine Position, wie entscheiden Sie da? Geht es da nach Taktik, welcher Spieler da taktisch am besten zupasst? Vielleicht ist Serge Gnabry als Rückkehrer oder Niklas Jackson? Oder spielt auch das Momentum eine Rolle, so wie jetzt bei Lennart Kahl? Was sind da so Ihre Gedanken bei der Startaufstellung? Ja, erstmal lass uns nicht zu schnell konkludieren, dass alle gesetzt sind. Ich mag das. Das ist aber nun mal so, Alter. Sorry. Ja, gut, Michael hat jetzt 2 etwas schlechtere Spiele gehabt, so, die nur Durchschnitt waren, ja, wo es nicht eine überragende Leistung war. Aber machen wir uns nichts vor. Ja. Die Spieler sind in der Regel gesetzt. Das haben mir auch die Spiele bisher gezeigt. Also, das kannst du natürlich jetzt nicht dahinstellen als Trainer und das runterbeten. So, ja, ist keiner gesetzt bei uns. Ja, also. Eigentlich als Kommunikation zu der Mannschaft nicht. Und ich glaube, dass die Spieler das auch verstehen. Also jeder will in unserer Mannschaft, dass Harry spielt und dass Harry gut spielt. Aber nur das Wort Gesetz finde ich immer im Fußball hat wenig Bedeutung. Ich meine, die Plätze oder die Minute, die verdienen sie sich
mit den Leistungen und dann sehen sie das auch selber. Und aber jetzt, wenn wir sprechen über, wie wir das sehen, für wer noch dazu kommt, ja, ist Form, taktisch, aber letztendlich müssen wir nicht vergessen, wir haben jetzt so viele Spieler. Es ist auch manchmal einfach logisch, dass man der eine oder der andere Spieler immer mal Spielminuten gibt, weil die 3, die sie genannt haben, alleine werden das auch nicht schaffen in diese nächsten 3 Spielen. Wir brauchen diese Hilfe von den anderen Spielern und Serge hat es gut gemacht bis jetzt, ist dann ausgefallen. Ich habe vielleicht zu Jackson ein bisschen eine andere Meinung als das Kollektive, aber es ist natürlich immer einfacher, wenn man 2, 3 Tore schießt, dann braucht es keine Diskussion mehr zu geben, aber okay, gut, dann ist meine Meinung, dass Jackson uns schon viel geholfen hat, auch in dieser Position. Und Lenny hat das klein bisschen mitgebracht, dass das natürlich das Magische ist als junge Spieler, das ist die Tore machen und dann auch noch ein bisschen diese junge Lockerheit zeigen und das ist gut für uns. Nur wer spielt, Entschuldigung, ja, ich komme eigentlich, weil ich überlege gerade, wer spielt ist Sag es. Sag es einfach. Was sagt das? Sag es einfach. Ja, habe ich noch nie gemacht bis jetzt. Ja, wer spielt, das entdecken wir morgen. Aber Sie können schon hören, dass ich die Spiele schätze. Das ist das Wichtigste. Es ist mir eigentlich nicht so wichtig, wer spielt, muss ich ehrlich sein. Ich schätze den und ich hoffe, dass sie weiterhin zeigen, wie gut sie sind. Hören wir die nächste Frage, Heiko Nitterer von der Bild. Nächste Frage antworte ich einfach direkt. Ich habe keine Personalfrage, alles gut. Sondern eine Frage generell zum Pokal. Das Pokalfinale ist in Deutschland über die Jahre hat sich Wir wollen gewinnen. Ja. Das ist gut schon mal. Das Pokalfinale ist eines der größten Spiele. Der FC Bayern war jetzt sehr viele Jahre nicht dabei. Die Bosse haben das sehr oft gesagt, dass es der große Wunsch ist, jetzt auch mal wieder den Pokalsieg zu holen, im Pokalfinale dabei zu sein. Spüren Sie das, diesen Wunsch, auch ein bisschen diesen Druck und vielleicht sogar die Pflicht, es endlich mal wieder zu schaffen, in Berlin dabei zu sein? Die Pflicht. Wenn das so einfach wäre, dann hätten wir die letzten 5 Jahre ja den Pokal gewonnen. So, wir reden über ein Spiel, wir reden über K.O.-Spiele. Da kann immer alles passieren. Du kannst durch eine Fehlentscheidung ins Hintertreffen kommen. Du kannst einen schlechten Tag haben, einfach nur 5-mal den Pfosten treffen und nicht das Tor und so weiter und so fort. Also, ja, du kannst die Hochhaus überlegene Mannschaft sein, kriegst 2 Konter gefahren und scheidest aus. Also, all das ist ja möglich. Ja? Also, Pflicht, das ist dasselbe wie zu sagen, ja, du musst die Champions League gewinnen. Das geht halt nicht. K.O.-Spiele und wenn es dann nur ein Spiel ist, ist es ja noch krasser. Also mit Hin- und Rückspiel kannst du ja immer noch mal eine Tagesform ausgleichen. Bei einem Spiel kannst du das nicht. Ja, so. Hat im einen Spiel Harry Kane Scheiße am Fuß und trifft die Bude nicht, ja, dann ist das so. Ja. So, was willst du da machen? Druck ist, finde ich, ja, man spürt auf jeden Fall, dass es besonders ist. Und wenn es eigentlich geht um Druck, ich habe oft lieber, dass wir diesen Druck haben. Also das hat bis jetzt fast nie einen negativen Impact gehabt auf die Leistung meiner Mannschaft. Ergebnis ist was anderes, wenn die Ergebnis immer stimmt, dann gewinnt man. Ja, das bist du ja auch gewohnt beim FC Bayern. So, wann hast du beim FC Bayern keinen Druck? Ja. Ja, jetzt vielleicht gerade hast du einen Lauf, da ist der Druck vielleicht nicht ganz so spürbar. So, jetzt hast du ein K.O.-Spiel, da hast du den Druck wieder. Ja? Und du wirst den Druck auch gegen PSG haben, so, um halt zu zeigen, dass du wirklich auf dem Level bist, wo du dich selber siehst. Ja? Dasselbe gilt für Leverkusen. Also Druck hast du beim FC Bayern immer. Egal welches Spiel, egal wie viele Spiele du am Stück gewonnen hast, du hast immer Druck. Alles einfach. Aber dieses Druck hat bis jetzt fast nie negativ gewirkt auf die Leistung meiner Mannschaft und ich habe immer das Gefühl, wenn die Leistung stimmt, dass wir eine große Chance haben, auch ich würde sagen, die 3 Punkte mitzunehmen, aber einfach in die nächste Runde zu kommen und deswegen stört mich das nicht, dass da Druck aufkommt und Sie sagen Pflicht. Ich meine, Fußball bleibt immer Fußball, Ja. aber auf jeden Fall ist dieses Wunsch nicht nur bei den Fans, aber auch bei uns wird das so gelebt.
Dann ist Christian Kunz nochmal an der Reihe, bitte. Daran anknüpfen, dann Christoph Freund, schärft das auch so ein bisschen die Sinne, wenn man letzt Ja, er wollte gerade schon so in die Schlafpose gehen. Der Freund so, ach, mich rate eh keiner. Jahren öfter früh ausgeschieden ist? Ob sie die Sinne schärft, weiß ich nicht, aber der Hunger ist sehr, sehr groß. Jeder freut sich jetzt morgen auf dieses Spiel. Wir wissen, es ist ein Knockout-Spiel und alle haben den großen Wunsch, wieder nach Berlin zu kommen. Von dem her, aber es bringt jetzt nichts, viel über Berlin zu sprechen. Jetzt gilt es wirklich morgen mal die nächste Runde zu meistern und dann schauen wir weiter. Dann einmal ganz hinten an der Kamera, München TV, glaube ich, ja? Ja, Jonas Nohe von Sport 1. Okay, Herr Freund, wenn man das letzte Spiel der Kölner geguckt hat, ist man an einer Szene natürlich nicht vorbeigekommen, die schwere Verletzung von Timo Hübers. Ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat, hat da mitgefühlt. Jetzt haben die Kölner gesagt, sie werden sich trotzdem mit ihm auch über einen neuen Vertrag unterhalten. Haben Ähnliches auch schon mal bei Luka Kilian gemacht. In Stuttgart mit Nartey ist sowas Ähnliches passiert in den letzten Jahren. Wie wichtig ist es, dass der Fußball da auch dann in solchen Situationen irgendwo mal ein Zeichen setzt und sagt, okay, auch wenn es jetzt gerade nicht so läuft, auch wenn es für uns vielleicht auch mal schlechter ist, weil wir vielleicht einen Transfer dann nicht machen können mit dem Geld, wie wichtig ist es, dass der Fußball dann trotzdem da auch mal so ein Zeichen setzt? Ja, ich finde es sehr wichtig, dass man in so schwierigen Situationen dann als Verein auch dahinter steht, dass die Spieler auch merken, dass es da mehr gibt als nur das nächste Spiel, sondern dass es etwas Größeres gibt und auch da. Ja, wenn die Spieler das auch mal zurückzahlen würden und die Spieler das genauso sehen würden, dann wären wir da auf einen Nenner. Das ist natürlich die richtige Geste und ich denke, sehr wahrscheinlich macht man das auch nur bei Spielern, wo man dieses Gefühl hat. Aber das so zu verallgemeinern, fühle ich halt auch nicht. Timo ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Spieler, langjähriger Spieler von Köln, hat für die sehr, sehr viel geleistet, geht immer voran und ist natürlich dann sehr, sehr schön, wenn er dann diese Unterstützung erfährt und ich glaube, das wird am langen Weg auch wieder zurückgezahlt. Ja. Und es ist ja immer wieder im Geben und Nehmen, wie überall im Leben, so auch im Fußball, glaube ich, und von dem her ist das, glaube ich, sind das schöne und wichtige Gesten dann. Zurück in Reihe 1 wieder, Manuel Brunke nochmal. Noch eine andere Frage an Herrn Freund. Herr Freund, Winnie Company hat letzte Woche verlängert, oder vor 10 Tagen, sagen wir es so. Wann wird denn auch das Trainerteam verlängert oder war ist da der Stand gerade, die Co-Trainer? Und Herr Company, wie wichtig ist denn dieses ganze Trainerteam für Sie auch und Ihre Arbeit, dass alle mit dabei bleiben? Ja, wir sind in Gesprächen. Wir wollen es auch zeitnah machen. Das ist ja kein Geheimnis. Es funktioniert richtig gut. Wir haben ein richtig gutes Trainerteam. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass sich unser Cheftrainer auch sehr, sehr wohlfühlt, dass er ein Team herum hat, wo er sich, dem er sehr vertraut, die qualitativ sehr, sehr gut sind und es funktioniert einfach richtig gut und von dem her ist das natürlich auch unser Ziel, dass wir zeitnah mit dem Trainerteam verlängern. Aber es ist alles so schnell gegangen, bei Winnie, da hätte man nicht mehr geschafft, aber alles gut, wir sind in Gesprächen. Ja, und ich rede sehr oft über die Mannschaft, über die Spiele und dass die wichtiger sind. Und, aber natürlich habe ich eine Trainersteam hinter mich, die sehr, sehr gutes Arbeit macht und die eigentlich auch in die gleiche Mentalität ist. Das sind auch Jungs, die nur da sind für unsere Spieler und die auch nicht die große Selbstpromotion machen und das passt einfach alles sehr gut, wie wir uns das vorstellen und dann alles andere, dann schauen wir. Eine letzte Frage nochmal, Heiko Niederer. Ich hätte noch eine Frage an Vincent Kompany, nicht als Trainer, sondern als Ex-Verteidiger. Es wird sehr viel über Lennart Kahl und seine Körpergröße geredet. Können Sie als großer Verteidiger mal erklären, warum es so schwierig ist, gegen kleine Spieler zu verteidigen? Sie haben ja auch zum Beispiel gegen Lionel Messi gespielt, ein paar Mal in Ihrer Karriere. Warum ist das so schwierig, manchmal gegen solche Spieler zu verteidigen? Ja, es ist ein bisschen abhängig. Kleine Spiele können auch sehr, sehr unterschiedlich sein von Typ her. Aber natürlich dieses... was man vergisst, dann haben wir es jetzt über Messi, ich will jetzt noch nicht so schnell vergleichen, aber was man manchmal unterschätzt ist, weil die klein sind, glaubt man, die haben keine Kraft, aber wenn die Kraft haben und die können schnell wegdrehen, das ist einfach sehr, sehr schwierig, gerade wenn die zwischen der Linie da irgendwo spielen, da ranzukommen und die Qualität hat was nichts zu tun hat mit Größe natürlich ist, der braucht nicht viel Raum, um aus den Distanz gefährlich zu sein. Und ich glaube, das ist immer das Entscheidende ist, wie schnell kommst du zum Schuss. Und ich weiß nicht, ob klein sein oder groß sein, ob das so ein großes Unterschied ist, aber Lenny kommt einfach
sehr schnell zum Schluss und zum Schießen. Und alle Spiele, die ich beobachte in Champions League, das sind alle Spiele, die kommen einfach immer eine halbe Sekunde schneller zum Schießen und das macht das Unterschied. Nicht die Größe, in meiner Meinung. Ja. Okay, dann haben wir es. Kurz und schmerzlos heute. Bis zum Ja, habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden, so was das ist. Ja, aber der Hype ist da, ne? Der Hype-Train ist da bei Lennart Kahl. Keine Ahnung, was man auf der Größe rumreitet. Also, ich denke, es gibt genug andere Beispiele. Ne? Ich denke, was Vini sagt, dass ein Faktor ist oder sein kann, wie schnell man zum Schuss kommt, passt da vielleicht schon eher rein, ja. Ich glaube, die Größe, ja klar, wenn du, so wie früher, wenn du dann jeder von Beuten hast, der ein bisschen steif ist, und du hast dann so ein Milito auf der anderen Seite, dann hat er natürlich schon seine Nachteile im 1 gegen 1. Zumindest wenn es um irgendein Dribbling geht, kurzer Haken, etc. Haben wir gesehen alle, ja. Schmerzlich. Ja, natürlich ist das dann irgendwo ein Vorteil, aber heutzutage ist das ja auch nicht mehr so. Heutzutage hast du ja auch ganz andere Innenverteidiger in der Regel. Gut, Leute, das war's. Rot-weiße Grüße gehen raus. Hoffen wir auf ein schönes Spiel morgen. Mit dem glücklichen Ende gerne für uns. Und an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.